So und herzlich willkommen im Hauptbildschirm von The Witcher 3 Blood and Wine. Ja, wir spielen heute weiter. Und zwar haben wir letztes Mal ja alle die die Nebenquests so weit gemacht, dass man jetzt weiter mit der Hauptquest weitermachen kann. Und ich rede wieder mal einen Unsinn zusammen, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber das ist auch nichts Neues. Gibt es einfach oder hast es Deutsch. Ist nicht meine Stärke, immer noch nicht. Aber okay. Jetzt ein Formuladebild und wir gehen dann... Ah ja, wir sind noch hier an der Nebenquest dran. Da war ja was. Jetzt müssen wir durch ein Portal gehen. Finde einen Weg durch das Portal. Welches Portal? Was passiert, wenn wir hier reinlaufen? Lade. Ich komme wahrscheinlich in einer anderen... Ah, ne, ich bin oben. Okay, das ist ja schon mal gut geklappt. Spielen wir schon mal oben. Das ist ja gar nicht so schlecht. Suchen wir eben den nächsten. Jo. Okay, da kommt man nicht hin. Da kann man von unten hochklettern, oder? Autsch. Hey! Das war aber, jetzt viel Leben verloren, ne? Was hatten wir so wenig Leben? Da kann man nämlich auch hoch. Bin ich mal gespannt, wo es hier hingeht. Ich bin wirklich gespannt. Na schön. Suchen wir eben den nächsten. Okay, da geht's weiter. Und da geht's weiter. Gibt es hier irgendwelche Hinweise? Okay, dann neben dran bin ich rausgekommen. Probieren wir mal hier rein, oder? Ah! Hier muss Moreau sein Labor gehabt haben. Alter. Das ging aber jetzt... Also... Ja. Ich finde, das ging jetzt relativ schnell, oder? Untersuche mit den Hexen in das Labor. Okay, ich dachte, ich habe irgendwas gehört. Jetzt muss ich nur einen Eintrag wählen. Erster Eintrag. Juli 1102. Heute beginne ich mit der größten Aufgabe meines Lebens, die größer und wichtiger als alles ist, was ich bisher getan habe, da sie mich persönlich betrifft. Mich und meinen Sohn. Als ich vor 15 Jahren im Wald von einer Bestie angegriffen wurde, kam mir ein Hexer zu Hilfe und rettete mir das Leben. Ich wusste damals nicht, dass ich diese Rettung mit dem Verlust des Mitspracherechts für die Zukunft meines eigenen Sohnes bezahlen würde. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich es getan und wäre lieber gestorben, als den Hexern meinen einzigen Sohn zu überlassen. Aber so schwor ich an dem Tag, als Jerome mitgenommen wurde, bei meiner Ehre, meinen Sohn zurückzuholen. Heute, nach vielen Jahren der Forschung und Vorbereitung, habe ich immerhin ein Gerät entwickelt, mit dem ich Mutationen studieren kann. Wenn mir die Götter gewogen sind, finde ich einen Weg, besagte Mutationen rückgängig zu machen und Jerome ein normales Leben zu ermöglichen. Okay. So. Der Professor wollte Hexermutationen nicht verstärken. Er wollte sie rückgängig machen. Ob ihm das gelungen ist? Mal sehen, ob mir das weiterhilft. Kein Kristall. Was heißt Der das? Kristall zu diesem Eintrag fehlt. Könnte irgendwo sein. Ich sehe mich mal um. Ja. Gucken wir uns den dritten Eintrag an.
Oh, leckt das gerade ein bisschen. Beobachtung 30. Die Mutationen setzen nicht sofort ein. Erstaunlicherweise entwickeln sie sich auch nicht über einen gewissen Zeitraum hinweg. Um eine Mutation abzuschließen, muss das entsprechende Mutagen vielmehr fortlaufend verabreicht werden. Die Testperson verträgt das nicht besonders gut. Aber ich habe einen Weg gefunden, wodurch die Mutationen weniger problematisch und invasiv verlaufen. Ich füge der Mutagenbasis das Albumin aus dem Ei eines mutierten Riesentausendfüßlers hinzu. In einem Glasterrarium gehalten, entwickeln sich die Eier nicht. Sie bleiben klein. Die Eier selbst sehen wunderbar aus. In mutierter Form leuchten sie wunderschön. Hoffentlich verursacht das hinzugefügte Albumin keine größeren Nebenwirkungen. Aber das werden wir erst noch herausfinden. Also ich sehe gerade, dass meine Aufnahme ein bisschen hängt. Wir machen direkt weiter, ich gucke nur nach. So, ich bin wieder da. Also ich hatte Rest, es leckt ein bisschen. Ich gucke aber gleich die Einstellung nochmal noch. Fehlt. Könnte irgendwo sein. Ich sehe mich mal um. Ich schaue mich aber gleich nochmal in den Einstellungen durch die Gegend. Vielleicht kann es ja daran liegen. Jahre der Experimente. Forschung. Opfer. Alles umsonst. Ich habe das Ziel, das ich mir gesteckt habe, nicht erreicht. Jede Mutation, die ich meinen Testpersonen verabreicht habe, erwies sich bei Jerome als wirkungslos. Was ihn von seinem Hexersein heilen sollte, ihm ein normales Leben ermöglichen sollte, verstärkte seine Mutationen weiter, machte ihn noch schneller und stärker und ließ ihn noch unmenschlicher werden. Es sieht aus, als müsste mein Sohn für immer Hexer bleiben. Ich bin gescheitert. Ich werde diesen Ort verlassen und nach Hause zurückkehren. Zu Lydia. Vielleicht nimmt sie mich doch noch zurück. Die Formeln und Mutagene lasse ich hier. Sollen sie doch verwittern und verfallen. So wie meine Träume, meinen Sohn zurückzuerhalten. Der Professor wollte also die Effekte der Mutationen rückgängig machen. Er hat sie aber nur verstärkt. Was für ein Glück für mich. Ich könnte von seinem Versagen profitieren. Fassen wir es zusammen. So, Kristallaufnahmen. Der Professor hat versucht, die Wirkungen der Hexermutationen zu neutralisieren. Aber er hat sie dadurch nur verstärkt. Er hat das Eiweiß der Eier von Riesentausendfüßlern als Mutagenbasis verwendet. Ich sollte nach ihnen suchen. Ja. Erstmal hier, Tutorials, nein. Optionen. Grafik. Anzeige. Ne, das ist auch okay. Nachbearbeitung. Allgemein. 1080p Instagram. Das ist aber so alles so geblieben. So ist das auch soweit okay auf der Aufnahme. Das sind alles okay, sind nur die Videos, die können gehen. Nicht so, wie sie sollten, okay? Besorgungsreise erfinde, die fehlen nicht. Ja. Okay, das gehört da dazu. Das sind Pilze. Da ist noch so ein Dings. Optional, genau. Was bist So du? faszinierend Maschinen auch sind. Wie bringe ich sie nur zum Laufen? Und da hinten ist auch noch das andere.
Ja, machen wir auch noch. Interagieren. Interagieren. Kristalle. Ich sollte sie im Megaskop verwenden. Es fehlen 2 Kristalle. So. Dieser Kristall gehört hierher. Alle Kristalle sind da. Mal sehen, was du verbirgst. Okay. Gucken wir uns die Muss ich 2 nur auch nochmal einen an. Eintrag wählen. Und gucken wir, dass es wieder leckt. Ja, tut es. Beobachtung 22. Obwohl toxische Substanzen im Überfluss verabreicht wurden, weitaus mehr als gewöhnlich, zeigte die Testperson keinerlei Anzeichen von Überdosierung. Ich gehe davon aus, dass dies eine Folge der Mutationen ist. Dies ist ein kleiner Erfolg. Durch diese Mutation sollte Jerome Vergiftungen besser vertragen. Okay. Noch den 4. Eintrag. Beobachtung 58. Manchmal führt Misserfolg doch zum Erfolg. Ich habe eine Methode entdeckt, bei der eine Art von Mutagen durch die Zugabe bestimmter Zutaten in eine andere transmutiert werden kann. Es ist ein großer Tag für die Wissenschaft. Wow. Außerdem habe ich beobachtet, dass die heutige Mutagendosis die Testperson an die Schwelle des Todes gebracht hat. Plötzlich wachte er auf, war wiederbelebt, hatte frische Kräfte. In gewisser Hinsicht ist er von der Schwelle des Todes zurückgekehrt. Ob dies auf seine Mutationen zurückzuführen ist oder reiner Zufall war, lässt sich nicht feststellen. Ich muss weitere Experimente durchführen. Also gehen. Ich habe genug gesehen. Also es lag ein bisschen, wenn Videosequenzen kommen. So geht das. Ist komisch. Ist aber nichts verstellt. Dieser Mensch kam sicherlich nicht freiwillig her. Na, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. So, hey, komm schon. Da hinten ist noch was. Konservierte Organe. Hoffentlich wurden die Spender nicht gezwungen. Na, das weiß man nicht. Was ist das? Kann ich nicht damit interagieren? Nein. Okay. Warum ist das denn orange, wenn ich nicht damit interagieren kann? Man fragt sich Fragen. Da oben ist so ein Luftzug. Da kann ich wahrscheinlich von oben runterkommen, oder? Okay. So, und da unten scheint irgendwas zu sein. Ich gehe mal. Oben ist auch so weit nichts, wo ich hochklettern könnte. Gucken wir mal, hier im Schrank ist, ne? Eine ganze Bibliothek. Die meisten Wälzer sind über Mutationen und Genetik. Bevor Hexamodell, So faszinierend Maschinen auch sind. Wie bringe ich sie nur zum Laufen? Die Anträge haben wir ja alle gesehen. Hör auf jetzt. Ne, hier ist auch nichts. Mal kurz herausfinden.
Moreau muss seinen Sohn da drin eingesperrt haben. Grausam. Ja, das ist wirklich grausam. Ah, da ist ein kleiner Weg. Irgendwo uns hier. Da ist nicht so weit. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass gleich irgendwas kommt. Oh oh. Mama ist aufgewacht und nicht gerade gut gelaunt. So ungefähr, ja. Okay, hopp, hopp. Autsch. Okay, okay. Okay, oh. Okay. Uiuiui, okay. Ausweichen. Oh, Alter. Alter, mach das. Okay, okay. Okay, hopp, hopp. Hopp. Okay, hopp. So. Hopp. Den wieder aufholen. Und dann. Hopp, hopp. Autsch, den habe ich ja total vergessen. Den hat ja auch noch ein bisschen Leben. So, das war's aber jetzt. Mit dem Scheich. Tut mir leid. Ich brauche deine Eier. Knödel essen. Okay, wo geht's denn hier hin? Von da kommen wir. Noch einer. Oh! Okay. Bitte nicht in der Nähe stehen bleiben, wenn er. Lassen. Okay, wo ist der? Da kommt er wieder raus. Okay. So. Ich nehme mal so viele Eier mit, wie ich finden kann. Ich guck mal hier unten, was sind hier unten Eier und ich habe es einfach nicht gesehen. Nee, hier sind keine Eier. Da oben waren noch ein paar Eier. Ja. Ich kann lesen, was da steht, aber... Ah, genau, hier oben kommt dann die Stelle, wo ich mir gedacht habe. Wenn man hier runter gehen kann. So. Dann müssen wir hier hin. Ja, von vorne hier. So faszinierend Maschinen auch sind. Ich muss meine Bring ich Rüstung sie und nur meine zum Waffen Laufen. zurücklassen. Sieht dich aus und... Okay, Inventar. Benutzen. Ob die Mutagene an mir so funktionieren wie bei seinem Sohn? Hoffen wir es mal. Ich werde es herausfinden.